SRF 3 Fokus. Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast weiss alles, von dem ich als Beatrice Gmünde genau nichts weiss. Nämlich, wie das sich anfühlt, ein Mann zu sehen. Und in dem Mann sehen coacht er. Der Arsim Muslia ist Männercoach. Er sagt, der Mann stecke in der Krise, die Männlichkeit brauche wieder mehr Raum, wild, mutig, abenteuerlich soll ich sehen, die Männer. Das ginge aber nur, wenn sich der Mann auch verletzlich zeige. Allerdings nur bei anderen Männern, bei Kollegen, besten Freunden und nicht bei der eigenen Partnerin, wie er mal gegen einen SRF-Reporter gesagt hat. Aber ich kann euch garantieren, dass nach dem Geheule es keinen geilen Sex daheim gibt. Der Grund, wieso der Arsim Muslia heute Männercoach ist, liegt in einer tiefen Sinnkrise. In die ist er geraten, nachdem sein Vater vor 16 Jahren gestorben ist. Eine Zäsur in seinem Leben, die ihn in eine Depression und auch in die Klinik geführt hat. Dranini geschlittert als gefeierter Ökonom bei Microsoft, daraus herausgewachsen als Männercoach. Und in dieser Stunde interessiert mich der Weg und ganz klar auch der Mann dahinter, wo der gegangen ist. Arsim, schön bist du da. Hoi Beatrice, vielen Dank, dass ich da sein darf. Jetzt musst du mir kurz sagen, Arsim, wir sind uns noch nie begegnet, das ist das erste Mal. Wir haben vor dem Fokus kurz zweimal telefoniert, für Eckdaten und so. Was unterscheidet uns grundsätzlich allein aufgrund, dass du ein Mann bist und ich eine Frau? Das ist schon der grosse Unterschied biologischer Natur natürlich. Der Körper. Der Körper, Biologie, und Biologie hat einen signifikanten Impact auch, wie wir agieren tun in der Pubertät als Erwachsene. Frauen kommen ihre Tage über, entwickelt sich der Körper. Männer kommen ihren ersten Orgasmus über, ihre erste Ejakulation. Und die kommen dann mit 12, 13 rein, fängt der Testosteronboost an, der mit knapp 20 den Höhepunkt hat. Man hat einen Energieüberschuss als junger Mann bis 20. Und der Testosteronüberschuss ist einer von diesen signifikanten Punkten, die dazu führen, dass wir hormonell ganz anders uns unterscheiden tun, biologisch hormonell. Also wir Männer haben im Durchschnitt bis 20 Mal mehr Testosteron als Frauen. Darum sind sie auch Mann und von den Eigenschaften her? Von den Eigenschaften her hat der Testosteron, das im Hirn ausgeschüttet wird, ganz andere Auswirkungen. Dass wir mehr Konkurrenzdenken haben, dass wir dominanter sind, wenn wir Testosteron freien Lauf lassen, dass wir mehr das Kompetitive suchen, dass wir uns mehr messen tun und durch das auch weniger empathisch sind von Grund aus. Wie kommst du zu dem Schluss, gerade jetzt mit der Empathie? Man sieht ja die grossen Kriege, oder jetzt, wo vor allem von Männern gemacht worden sind. Also Abschlachten, unmenschliche Szenen, früher Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, Gewalt anwenden. Das würde nie führen, wenn wir eine grosse Empathie von Grund aus hätten. Also würdest du sagen, wenn die Frau an der Macht wäre, wäre die Welt eine bessere? Der liebe Gott hat uns Mann und Frau geschenkt. Und die Antwort liegt in der Kombination von beiden. Also so wie es Mann und Frau geht, gibt es auch innerhalb von einer Frau eine männliche und eine weibliche Seite und innerhalb von einem Mann eine männliche und eine weibliche Seite, so eine Polarität. Und es geht darum, im Leben das auszugleichen. Und es braucht beide Qualitäten, damit wir ein erfülltes, gutes Leben haben. Nur eine Seite reicht nicht. Nur mit Empathie wird das Haus nicht gebaut. Und da wird das Tier nicht gejagt, wenn man empathisch gegenüber das Rehli ist. Also ich bin ja nicht nur empathisch. Ich glaube, wenn es müsste, könnte ich auch ein Haus bauen. Eben, wenn es müsste, du sagst es. Und das sind auch Qualitäten, die sicher auch Frauen mitbringen können, so wie wir auch empathisch können sein als Männer. Nur geht es darum, dass dort unser Schwerpunkt im Durchschnitt nicht liegen tut. Und wenn du, Beatrice, ein Haus bauen würdest, dann wärst du tendenziell in der körperlichen, in der anstrengenden Kraft, wo es Testosteron brauchen wird, wo das Projekt in Angriff nimmt, wo die Challenge sucht. Und dann würdest du sicher, ich gehe nicht mal davon aus, je nach individuellen Qualitäten, sage ich mal, und Talenten und Ausbildungen,
vermutlich ein Haus hinbekommen und vielleicht auch ein gutes Haus und ein schönes Haus. Nur verhärtet dich das grundsätzlich. Wenn du ein Haus gebaut hast, dann bist du verhärteter. Wenn du ein zweites Haus bauen tust, wenn das Leben sich anstrengt fühlt, wenn du nur noch Verpflichtungen hast und du nur noch Deadlines hast und das Haus muss gebaut werden, Werde immer härter. wirst du verhärtet. Jetzt sagst du, das ist alles biologisch, weil die Wissenschaft sagt ja auch, gut, von der Biologie her ist ganz klar, du als Mann hast mehr Kraft als ich als Frau, der Frauenkörper hat. Aber ganz viel von männlicher Seite, weiblicher Seite kommt ja von der Kultur her, wie wir jetzt sagen sind, von der Evolution her, wo gar nicht per se so ist, nur weil du Mann bist oder ich Frau. Mhm. Das stimmt. Das darf man natürlich auch nicht vernachlässigen. Und das ist der Grund, warum die Debatte so heiß ist im Moment. Wie viel ist biologisch und wie viel ist kulturell soziologisch prägt. Und bei den soziologischen, kulturellen Komponenten kann man sicher etwas ändern. Und da ist sich kulturell auch etwas am ändern. Und das ist auch gut, dass Männer auch empathischer werden, dass wir unsere weibliche Seiten entwickeln tun. Aber trotzdem kann man Biologie nicht verneinen. Und welchen Anteil überhand nimmt, ist je nach Studie ist es unterschiedlich ausgelegt. Aber ich gehe mal davon aus, also ich persönlich sage, selbst wenn es 50% biologisch ist das verdammt viel. Also unsere Grundveranlagung ist da. Arsimi hat vorhin gesagt, der Tod von deinem Vater hat dich so wahnsinnig aus der Bahn geworfen, dass du dich als Mann neu hast finden müssen. Warum? Ich war damals bei der Microsoft angestellt und durfte meine Eltern pflegen. Und ich sehe, dass Sie waren krank. Sie waren krank. Mein Vater hat zuerst meine Mutter gepflegt, auch eine grossartige Leistung. Meine Mutter hat einen Schlaganfall mit 60 bei einer Gebärmutteroperation, also bei einem Standardeingriff. Und das war dann ein Schock für die Familie, das war der erste Krankheitsfall. Und ich bin die jüngste von 8 Kindern, wir waren alle völlig überfordert. Die Mutter hatte eine Sprachstörung nach der eine Aphasie, sagt man dem, und hat nicht mehr reden und war auch zum Teil bettlägerig. Und dort ist der Vater eingesprungen und hat als Patriarch untypisch gepflegt, sage ich jetzt mal, noch vor 30, 40 Jahren, also 30 Jahre, knapp 30 Jahre, hat er wirklich sie gepflegt, mit Unterstützung von der Geschwister etc. Und hat das aufgewogen, sozusagen, dass sie daheim können sein. Aber dann ist 6 Jahre später, im 2003, ist dann mein Vater erkrankt. Und er ist für die ganze Familie, für die ganze Verwandtschaft, er war Superman gewesen. Er war so stark gewesen. Und am Anfang haben wir es nicht einmal ernst genommen, so richtig. Wie nicht ernst, dass er das machen will? Nein, nicht zu pflegen, sondern 6 Jahre später, dass er krank geworden ist. Irgendwie sind wir völlig in einer Bubble-Illusion gewesen, völlig naiv. Haben wir gedacht, also irgendwie einfach einen kurzen Moment natürlich. Ja. Haben wir gedacht, was, der Vater wird krank, wie geht das? Und dann ist er mit Lymphdrüsenkrebs identifiziert worden, hat einen grossen Tumor an der Wirbelsäule gehabt, den mussten notfallmässig rausnehmen. Er war nachher sehr lang, sehr kritisch im Zustand gewesen, hat Chemotherapie gemacht, ist völlig abgemagert. Und dann haben wir gesagt als Familie, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir 2 pflegebedürftige Personen in der Familie. Und wie machen wir das? Und unsere Kultur ist noch so ausgelegt, dass wir nicht auf Altersheim aufbauen, sage ich jetzt mal, sondern die Eltern sind mit einem Mindset und einem Heartset aufgewachsen, dass sie nicht später ins Altersheim gehen. Da müssen wir vielleicht kurz schon mal einfügen, deine Eltern sind vom Kosovo her in die Schweiz, genau. Auf das kommen wir später auch noch. Wie alt bist du da gewesen? Als meiner Mutter einen Schlaganfall hatte, bin ich 20 gewesen, und bei meinem Vater bin ich 6 Jahre später 27 gewesen. Und also noch in der Kante im ersten Fall in der Kantonsschule und dann im zweiten während dem Studium. Und während dem Studium habe ich dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt in der Familie, oder? Wie geht es weiter? Und dann, musste eine Lösung hergehen. Und dann habe ich die Verantwortung übernommen als Jüngster in diesem Kontext und habe gesagt, an eine Familienkonferenz einberufen mit den Geschwistern. 7 davon hast du, oder? Ja, genau. Und mir ist das Thema so ernst gewesen, ist vielleicht noch eine lustige Anekdote rückblickend. Und ich bin so als Uni St. Gallen
Student brainwashed von PowerPoint-Präsentationen, dass ich eine PowerPoint-Präsentation gemacht habe. In der Stube. Wie, dass man den Vater pflegt. Ja, wie wir mit der Situation umgehen können. Weil ja so viele Sachen, es sind natürlich finanzielle Komponenten, wie finanziert man das, es sind logistische Punkte gewesen, es sind pflegerische Punkte gewesen, eine Herausforderung, also es hat eine Agenda gehabt. Und ich kann nicht einfach zum Kaffeekränzchen einladen und plötzlich reden wir über ganz andere Themen. Das ist das schwerwiegende Punkt gewesen. Und ich wollte sicherstellen, dass auch meine Punkte auch gesagt werden. Und weil ich den inneren Ruf gespürt habe, Verantwortung zu übernehmen. Und ich habe dann einen Beamer, ich als grosser Kinofan, habe ich einen Beamer damals schon gehabt, den Beamer mitgenommen, in dem Haus vom Brüder aufgestellt und PowerPoint gemacht. Und es hat nur noch Popcorn gefällt. Nein, jetzt im Ernst, es war natürlich ein todernstes Thema gewesen. Ja. Aber ich wollte einfach meine Punkte adressieren. Und das ist gut gegangen? Das ist gut gegangen. Wir sind zum Schluss gekommen, dass die Verantwortung dann bei mir ist. Und dann haben sie mich gefragt, wie willst du das machen? Du bist nicht verheiratet, du hast keine Partnerin, die dich unterstützt in dieser Situation mit der Pflege, du bist noch Student, du hast kein Vermögen, du hast kein regelmäßiges Einkommen. Und da musste ich Lösungen haben. Oder? Und okay, die hast du scheinbar gefunden und hast deinen Vater gepflegt. Und meine Mutter. Und deine Mutter, excuse. Was mich aber wundert, eben, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, dass die dann den Tod vom Vater so aus der Bahn geworfen hat, hat er von dir vorher eine Rolle abverlangt, die du nicht hast können oder nur streng ausfüllen und nachher mit dem Tod genommen? Oder wieso der neue Findungsprozess nach dem Tod? Ja, ich kann es mir auch nicht so richtig erklären. Es war einfach so ein innerer Ruf wieder gewesen, so ein Ruf des Mannes, sage ich jetzt mal, wo vielleicht auch Frauen vermutlich können haben, einfach für ein neues Lebensabschnitt, etwas Neues, etwas komplett Neues. Ich habe damals nach ein paar Jahren, ich war am Anfang noch Student gewesen und dann das Studium abgeschlossen während der Pflege, was auch eine Herausforderung war, und dann bei der Microsoft angefangen. Und das ist dann ein paar Jahre gegangen, wo ich ihn gepflegt habe. Und Ende 2008 ist er dann überraschend gestorben. Und dann habe ich einfach wie gespürt, ein Lebensabschnitt geht zu Ende. Die Mutter hat noch gelebt. Mit ihr haben wir, weil sie pflegeleichter war, eine Aufteilung in der Familie gefunden, wo mir weniger Verantwortung gegeben hat. Ich bin vor allem dann für Administration und Finanzen und so und mein Pflegeteil gleichberechtigt mit den anderen Geschwistern, die zuständig waren. Und da hatte ich einfach plötzlich auch viel mehr Zeit gehabt. Und dann bin ich von dieser Verpflichtung, heimzukommen zu meiner Familie, zu meinen Eltern, plötzlich gelöst gewesen. Und plötzlich steht mir die Welt offen. Das klingt jetzt so positiv, aber ich war eigentlich verloren in dieser Zeit. Hast du selber angefangen zu fragen? Das Leben ist endlich geworden, oder? Ja, und vor allem auch, es ist wie wenn man eigentlich, vielleicht ein gewisser Vergleich ist vielleicht zulässig, wie wenn man eigentlich Kinder hat und der liebe Gott nimmt die Kinder weg. Und dann deine Kinder sind dein Lebensmittelpunkt und du hast plötzlich keine Kinder mehr. Oder? Dann muss man sich im Leben automatisch neu orientieren, um die Lücken zu füllen. Aber ich habe gemerkt, ich habe bis dann ein relativ braves Leben geführt, ein anständiges, normiertes, als Vorzeigesohn, sage ich jetzt mal, wo studiert, wo die Chancen nutzt, wo die Eltern pflegt, alles lieb und gut. Und es hat mir auch gefallen. Es war auch authentisch und ehrlich in dem Sinn. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das machen durfte und etwas zurückgeben konnte. Nur habe ich gemerkt, das Kapitel schliesst sich. Und ich habe gemerkt, dass ich Antworten aufs Leben suche, wo ich in meinem Umfeld nicht hatte. Und in dieser tiefen Krise, ich habe dann die Wohnung gewechselt, bin auf Zürich gezogen, in einer grossen, schönen Loftwohnung gsi, wo ich gut verdient habe bei Microsoft, aber die Wohnung hat sich so angefühlt, wie in mir im Herzen, es war einfach so leer gewesen. Und dann hat mir mein damals bester Freund, mein heutiger noch, einer von meinen allerbesten Freunden, der Andreas, der auch mein erster Chef bei der Microsoft war, ist mittlerweile in Amerika hat er gewohnt und er hat sich für Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung interessiert. Er hat gesagt, weisst du was, Arsim, komm doch auf Amerika an ein Seminar und damit ein bisschen Einsicht in etwas Neues hast. Aber vorher empfehle ich dir, die und die folgende Bücher zu lesen. Und ich habe gedacht, ja, mehr als cooler Trip, so haben wir nicht viel erhofft. Und das war dann ein Gamechanger gewesen, wo ich Persönlichkeitsentwicklung vor 15 Jahren entdeckt habe. Mit viel Spiritualität. Nie Misstrauen. Also ich glaube,
wie nie funktionieren. So, wenn eben kommt, hey, lese mal das Buch von dem Schaman oder von dieser Idee, bin ich dann mal auch kritisch oder hast du da einfach mal dran nie geworfen und denkt, es kann nur noch besser kommen? Ja, also ich habe mir das Vertrauen gegenüber meinem besten Freund, dass er und ich gehe extrem auf Empfehlungen. Für mich ist die Integrität etwas Wichtiges. Klar kann es immer noch eine Wahrscheinlichkeit bestehen, dass es mir nicht gefällt, aber ich habe gemerkt, dass eine positive Intention dahinter ist und so. Und Amerika bin ich gern, früher zumindest gewesen. Und dann habe ich das mehr als Abenteuer gesehen, so als typische Heldenreise, oder, die sich aufbricht und so neue Abenteuer aufbricht. Und wie kommt es dazu, dass du sagst, hey, jetzt bin ich Männercoach? Das hat mit einer Selbsterkenntnis zu tun. Also zuerst habe ich mal Persönlichkeitsentwicklung entdeckt und habe entdeckt, dass man zu dem Mensch werden kann, wo man sein will. Dass man sein Leben so transformieren kann, dass man nicht gefangen ist, Persönlichkeit zu entwickeln, wie es im Wort heisst. Und dass man bestehende Mindsets und Glaubenssätze hinterfragen kann und das Leben frei von Konventionen leben kann. Und dass wir da alle in einer gewissen Bubble drin sind. Aber gefällt mir das Bubble überhaupt? Sage ich jetzt mal in meiner Situation, mein schweizerisch-kosovarischer Background, oder entspricht mir der amerikanische Lifestyle, meinem oder der brasilianisch oder der mexikanisch, und Reisen bildet und Persönlichkeitsentwicklung bildet, und dann findet man mehr über sich selber aus. Es gibt einen schönen Satz, der heisst, besuche die anderen, um dich selber zu finden. Also wenn man rausgeht auf die grosse Welt und nach Antworten sucht, dann findet man auch in der Regel Antworten, dann findet man sich selber. Und dann hast du gedacht, hey, da, was ich hier entdeckt, da muss ich anderen Männern auch sagen. Ja, das ist dann erst später gekommen. Zuerst mal habe ich mein Leben upgraded. Und konkret, jetzt warum Männercoach? Also am Anfang war das überhaupt kein Thema gewesen. Männlichkeit zeigt sich immer im Kontext mit Weiblichkeit. Also es muss etwas passiert sein. Und ich habe dort, nachdem ich Persönlichkeitsentwicklung entdeckt habe, und das sind generische Themen, universelle Themen, die Mann und Frau betreffen, inneren Frieden finden, Liebe, Toleranz, Empathie etc. habe ich dann eine Beziehung mit einer mexikanischen Model, die ich in Miami kennengelernt habe, und am Strand, und sie war schon allein am Strand gewesen, und ich habe sie angeschwätzt. Und dann war das eine Fernbeziehung gewesen. Und das war so eine sehr spektakuläre Zeit gewesen, wo ich auch im mexikanischen Fernsehen gekommen bin und im Magazin. Plötzlich heisst es der Schweizer Boyfriend von der mexikanischen Sängerin und Schauspielerin. Und das war so eine neue Welt gewesen. Und dann ist die Beziehung zu Ende gegangen, und ich habe gemerkt, ich will gar nicht der Boyfriend von einem Star sein. Wenn schon. Der Boyfriend von einem Star oder der Boyfriend, einfach der Boyfriend von einer Frau? Nein, mir hat natürlich schon der ganze Star-Rummel hat mir schon gefallen. Auch, dass sie der Star war und nicht du? Damals bin ich schon froh gewesen, dass ich auf der Seitenlinie war. Eben. Und heute? Und heute war es genau richtig, weil das hat mein Hunger geweckt, sozusagen. Oder mein eigener Star, was das immer da heissen tut. Das muss nicht immer Medien sein. Oder das kann einfach der eigene Rockstar sein, in einer Disziplin, in einem Beruf. Einfach nach vorne kommen. Und das muss man nicht automatisch im Vordergrund sein. Wobei ich schon eine extrovertierte Person bin. Und dann habe ich gesagt, ich will gar nicht der Boyfriend eben von einem Superstar sein oder von einem Star, sondern ich will mein eigener Star sein. Oder ich will selber mein Leben in den Vordergrund drücken. Und wo die Beziehung zu Ende gegangen bin, ich weiss noch, das ist so eine Geschichte, die wirklich so passiert ist. Wir haben uns in Las Vegas getrennt. Sie hatte noch eine Show gehabt, wo ich sie noch besuchen, und wir gesagt haben, sollen wir Schluss machen oder nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, beenden wir es. Und dann habe ich im Flughafen ein Notizbüchlein gekauft, und wo ich ein kleines schwarzes Büchlein, und wo ich im Flugzeug gestiegen bin und das aufgemacht habe, Schreiben vorgenommen habe, sind der erste Satz, den ich geschrieben habe, ich wollte ein Mann werden. Was hat vorne gefehlt, dass du kein Mann gewesen bist?
Ich bin nicht zu mir selber gestanden, zu meinen sexuellen Bedürfnissen, zu meinen Wünschen, zu meiner Vision. Ich bin nicht mutig genug gewesen. Also sexuelle Bedürfnisse hast du ja gehabt. Wie hat dir der Mut gefällt? Hast du dir einfach selber nicht gefallen? Ja, es hat nicht gefallen, wo ich gemerkt habe, dass dort gewisse Aspekte unterdrückt worden sind. Dass ich gesagt habe, dass ich meine kulturellen Wurzeln, die inner kosovarische, inner so ein bisschen Draufgängertypen sind. Und ich habe dann auf die intellektuelle Seite gesetzt. Und habe gesagt, nein, Sexualität und so, dass Frauen ansprechen oder anmachen. Und Sachen wie typisch männlich, wie Boxen, lehne ich ab. Ich bin der Intellektuelle, ich habe meine Sexualität im Griff, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass ich einfach Angst hatte, zu meinen sexuellen Wünschen zu stehen. Dass ich Angst hatte, zum Beispiel zu boxen. Also die intellektuelle Seite war nur eine Ausrede gewesen. Also du hast Angst gehabt, verstehe ich da richtig, von deiner Körperlichkeit im Sexuellen wie auch beim Sport, eben Boxen? Ja, es gibt eine Szene, es war mal ein albanischer Boxer, ziemlich populär gewesen vor 10, 15 Jahren. Und dann habe ich gesagt, als sich die Familie vor dem Fernsehen versammelt hat, um mich nachzuführen, habe ich dann das Gefühl gehabt, nein, das ist jetzt so primitiv, Boxen. Ich setze auf intellektuelle Karte, ich kann mich mit diesen primitiven Sachen nicht identifizieren. Dabei ist es einfach die eigene Angst gewesen, in einen Boxring zu steigen, sich selber im Kampf zu stellen. Und darum habe ich das abgelehnt. Ja, ich habe es auf die Nase bekommen. Ja. Und dann habe ich mich dem Ganzen gestellt, oder? Habe auf Boxen. Oder dort gibt es am meisten Wachstumspotenzial, vor dem man am meisten Angst hat. Ich habe dann irgendwo gelesen oder auf deiner Homepage gehört, dein Umfeld hat das mitbekommen, deinen Weg. Bist dann auch je länger je mehr um Rat gefragt worden von Kollegen. Und das hat dich dann dazu bewogen, hey komm, ich biete meinen Weg an als Unternehmen Männercoach. Ist das richtig? Genau. Ich habe so viel erlebt, viel rumgekommen, ein cooles Leben gehabt, meiner Meinung nach einen guten Lifestyle, einen authentischen Lifestyle. Und das hat immer wie mehr Kollegen und Freunde neugierig gemacht. Wie machst du das, trotz seiner Herausforderungen, wo du die Eltern gepflegt hast, wo du das gemacht hast, dieses gemacht hast. Häufig haben wir dich gut getroffen, bist inspirierend etc. Was ist dein Geheimnis? Und dann habe ich da mal einen Tipp gegeben und da einen Tipp. Und dann habe ich gedacht, warum das nicht zum Lebensmittelpunkt machen? Und daraus ist ein Unternehmen entstanden. Und du sagst heute, im 2024, der Mann ist in der Krise. Warum? Wie? Der Mann ist gewaltig in einer Krise. Also, das hat mit dem zu tun, dass auf der einen Seite die Sterberate viel höher ist als bei einer Frau, was dramatisch ist. Dann Isolation. Laut Statistiken sind haben nur über 10% von allen Männern ab 40, über 40 einen besten Freund. Und das ist dramatisch. Und das zeigt sich ja auch aus Studien, das hat damit zu tun, weil sich Männer nicht verletzlich zeigen, weil sie über ihre Probleme nicht schwätzen, weil sie irgendwelche Wertvorstellungen noch haben oder das Gefühl haben, sie müssen die erfüllen, ernähren, mutig und so weiter und so fort. Und da willst du entgegenhaben? Ja, entgegenhaben in dem Sinn, dass ich sie auf traditionelle Tugenden erinnern tue. Und gleichzeitig aber das Spektrum erweitern um weibliche Seiten. Also wissen, wenn man was macht und nicht wischiwaschi. Also entweder reagiert man männlich auf die eine Seite oder weiblich auf die eine Seite. Eben, ich greife nochmal das Beispiel auf von Kommunikation. Frauen sagen, Männer sollten sich gefühlvoll zeigen etc. Aber da wird die Perspektive von einer Frau gezeigt. Im Endeffekt bringt das einem Mann nicht viel, sich gegenüber einer Frau zu öffnen. Genau da ist ein Punkt, der mich irritiert, Arsim, oder irritiert hat. Ich persönlich bin eine Frau, die so funktioniert. Ich habe gerne, wenn mir ein Mann mal die Tür auftut. Ich fühle mich auch als Frau nicht angegriffen, wenn ich als Gast und nicht als Gästin begrüßt werde. Aber die folgende Aussage, die du beim SRF-Reporter «Männer in Bewegung auf der Suche nach einer neuen Männlichkeit» gesagt hast, die hat mich sehr irritiert. Ja. Verletzlichkeit ist eine Stärke, aber du musst wissen, wo man das kanalisiert.
ein Mann zu einem anderen Mann gehen, zu seinem besten Freund, zu seinen besten Freunden, zu seiner Community, sein Thema lösen, brüllen, heulen, machen, rauslassen, gestärkt zurückkommen, damit die Frau einen starken Mann an ihrer Seite hat. Weil er kann sich schon ausheulen, aber ich kann garantieren, dass nach dem Geheule es keinen geilen Sex daheim gibt. Ich denke, hä? Bitte? Ja. Und allein der Umstand, dass es viele Frauen irritiert, so wie dich, Beatrice, zeigt, dass die Aussage richtig ist. Warum? Also mich würde es irritieren, wenn mein Partner nur bei seinem besten Freund oder seiner Kollegen heult oder seine Ängste sagt, weil sonst kenne ich ja gar nicht den ganzen Mann oder Mensch-Partner. Eben, keine Regel ohne Ausnahme. Vielleicht, es ist eine Grundregel, die ich meinen Männern empfehlen tue. Aber ich habe auch schon geheult bei den Freundinnen. So ist es nicht. Eben schon. Nein, ich habe auch schon geheult bei den Freundinnen. Aber wenn man dann zur Heulsüse wird, dass man seine eigenen Probleme nicht lösen kann, dass man nicht einen neuen Job finden kann oder dass man über die Kündigung nicht hinüberwegkommt oder dass man unternehmerische Schwierigkeiten hat oder mit irgendwelchen Herausforderungen, wenn es sich nur noch ziehen tut, über Wochen, über Monate, über Jahre, dann hat die Frau auch irgendwann mal genug von dem. Wie wäre es denn, wenn deine Partnerin immer noch bei ihren Freundinnen, Kolleginnen will, darüber schwätzen, dass es ihr nicht gut geht, dass sie da jetzt gerade schwach ist? Grundsätzlich wäre das für viele Männer erfreulich. Ja. Warum? Dann kann er den Stachel sehen. Nein, weil es ist wichtig bei Männern wie Frauen, dass sie andere Kollegen und Kolleginnen haben, um sich auszutauschen. Und nur ein Mann kann einen Mann wirklich 100%ig verstehen, nur eine Frau kann eine Frau komplett 100%ig verstehen. Man kann auch so empathisch sein, aber in dem Grundessenz ticken wir fundamental anders. Und das regt mich an der aktuellen Diskussion so auf, dass man wenig Verständnis hat, wie die Männer ticken und das, wie Männer ticken, so schlecht geredet wird. Ich habe mich einfach auch gefragt, soll man nicht in einer Zeit, wo alle Geschlechter verschwimmen, Geschlechterrollen aufbrechen, Stichwort Nemo, alle ein bisschen in einer Krise, in einer neuen Definition, wie ist mein Platz in der Gesellschaft, nicht nur Mann, unabhängig Mann, Frau. Und das ist eine gute Diskussion und grundsätzlich hat es gute Tendenzen in dem Ganzen innen, oder? Also das ist nicht per se schlecht, dass es da aufgeweicht wird etc. Nur ist es so, dass es auch ein gewisses, also ich sage es mal so, wir als Männer, als starke Männer, das starke traditionelle, wir sind am Aussterben. Also Männer können nicht aussterben? Traditionelle, typische Männer, also Testosteronlevel. Was ist denn der typische Mann? Was ist denn der Mann? Der Mann ist der Führung übernimmt und Stärke zeigt und sein Ding durchzieht. Das ist der traditionelle Mann. Und das erweitert mit dem Spektrum, mit dem modernen Mann, ist Empathie zeigen und sich für eine bessere Welt einsetzen. Hättest du Mühe, wenn du eine Partnerin an deiner Seite hast, die Führung übernimmt, oder kommt das gar nicht in Frage? Nein, führen soll, wer Kompetenz hat. Eine Frau keine Kompetenz? Nein, Entschuldigung, jetzt macht sie überhaupt nicht. Es wäre völlig ein Witz, wenn jetzt der Mann in einer Sache, wo er weniger kompetent ist, die Führung übernehmen. Es würde sich völlig unnatürlich anfühlen. Aber wenn zum Beispiel der Mann, was man heute auch nicht mehr macht, das Auto flicken tut, also jetzt ein bisschen bei den klassischen, traditionellen Muster, wenn er eine größere Kompetenz hat, dann soll er das Auto flicken. Und wenn die Frau das besser kann, dann soll die Frau das besser machen, mit Unterstützung vom anderen. Also der Kompetenz hat, soll in diesen verschiedenen Lebensbereichen auch führen. Und das Grundproblem ist, warum da nehme ich auch die Männer in Kritik. Männer müssen Kompetenzen aufbauen. Erst wenn sie kompetent in einem Bereich sind, legitimiert sie das auch zu führen. Es ist nicht ein Standardprivileg oder nicht so. Mit dem Ziel zum Führen. Nicht mit dem Ziel, sondern in eine gesunde, gute Beziehung zu haben, das Beste aus einer Beziehung zu machen. Oder wenn sich die Frau in gewissen Sachen zurücklehnen kann und in die Hingabe kann gehen, dann kann sie mehr in weibliche Seite leben, entspannen, wenn der Mann die Führung übernimmt. Wenn eine Frau ständig den Ton angeht und sagt, was man machen soll oder die Führung hat,
dann ist es auch anstrengend für eine Frau. Es ist auch wie beim Tanzen, du hast es einleitend gesagt, du freust dich auf einen guten Tanz miteinander. Ein Gespräch ist für mich ein Tanz, Eben. wo beide gehen und nennen. Ja, aber stell dir das einen konkreten Tanzkurs vor, im Salsa. Oder? Dort ist es so, dass wenn jetzt beide führen, dann ist es Chaos. Dort führt ganz klar der Mann. Und die Frau lässt sich führen. Und für eine Frau ist es wunderschön, sich führen zu lassen. Und dann für den Mann ist es ein Krampf. Er muss krampfen, er muss jahrelang krampfen, bis er die Schritte drin hat, bis er sich das einigermaßen geschmeidig und elegant sich anfühlt. Und er muss im Hintergrund üben, YouTube-Videos anschauen und üben und üben und üben und die Kompetenz aufbauen, damit sich die Frau führen lässt. Gut, ich war mal Tanzlehrerin und habe dort auch die führende Rolle gelernt. Und merke auch, wie die Frauen je länger je mehr auch gerne die Rolle lehnen. Aber ich will von dem jetzt wegkommen, Arsim. Inwiefern bist du ein moderner, emanzipierter Mann? Weil, wenn ich jetzt dir auch ein bisschen zulasse, für mich zementierst du alte Rollenbilder. Wo bist du modern? Wo bist du der emanzipierte Mann? Der emanzipierte Mann, also ich sehe mich als sehr moderner Mann, also ich sage nicht modern, sondern postmodern, ein integraler Mann. Es gibt noch eine Entwicklungsstufe bei den Persönlichkeitsentwicklungen und das ist vom egoistischen, tiefen, clandenkenden bis hin zum rationalen Mensch, bis hin zum modernen Mensch, bis postmodern und dann gibt es die Höchststufe laut der Grafik, wo in der Persönlichkeitsentwicklung so rum zirkuliert, die Integrale. Und Integrale heisst, das wäre die höchste Stufe, heisst alle Facetten von der Persönlichkeit mit integrieren. Und auch die dunkle Seite und auch die weibliche Seite und die männliche Seite. Und insofern stimmt das, dass ich nicht ein Moderner bin, weil ich nicht aktuelle Mainstream-Folgen tue. Aber ich habe das Gefühl, also ich bin der Überzeugung, die Gesellschaft braucht starke Männer, weil und starke Frauen. Und starke Frauen. Aber die starke Frauen zweifelt momentan niemand. Es geht alles um Frauen-Empowerment etc. Und Frauen-Empowerment ist gut, nur wird in der aktuellen Diskussion das Mann schlecht geredet. Man soll ja Frauen-Empowerment machen, aber nicht über toxische Männlichkeit reden. Oder? Weil die, wo toxische Männlichkeit ist, sollte auch toxische Weiblichkeit sein. Und es ist nur eine Seite der Medaille. Weil sonst, das ist jetzt ein bisschen ein Totschlagargument, oder? Ja, aber ein verdammt gutes Totschlagargument. Man kann nicht nur eine Seite von der Medaille beurteilen. Das ist eine gewisse Art von Rassismus oder Sexismus, wenn man sagt, männliche Tugenden sind schlecht, toxisch. Und dann kann es sein, das wird zur Umkehrschluss heissen, dass dann ist es ein umgekehrter Chauvinismus. Früher haben Frauen darunter gelitten, dass Männer das Gefühl haben, sie sagen etwas Besseres, chauvinistisch. Wenn man Frauen schlecht behandelt wird, wenn man ihr nicht den nötigen Respekt gibt, die nötige Aufmerksamkeit etc., wenn man einfach das Gefühl hat, Männer sind überlegen. Und das hat jetzt völlig gedreht. Oder es gibt zum Teil Frauen-Empowerment, wo Männer immer noch schätzen tun, aber in der aktuellen Diskussion allein schon, dass der Begriff toxische Männlichkeit gibt, ist eine Frechheit. Aber solange wir mit diesen Begrifflichkeiten hantieren tun, gibt es keine Heilung. Nein, da gibt es keine Heilung in der Gesellschaft. Oder die toxische Männlichkeit ist eine Projektion, dass man die eigenen männlichen Anteile nicht leben tut und das beim anderen Finger zeigen tut. Du stossest jetzt hier eine Diskussion an, Arsim, wo man hier gerne nicht erfüllen können. Wer die hören oder schauen, kann den Club schauen zu dem Thema. Ich will mit dir vom Heute und Jetzt in dein Gestern und Vorgestern, sprich in deine Kindheit. Du bist in einer riesigen Familie aufgewachsen. Wir haben es vorhin gehört, 7 Geschwister, 3 Schwestern und 4 Brüder, 31-fache Onkel, also da kann ich einpacken als 5-fache Tante. Was ist Familie für dich? Familie ist ein Lebensmittelpunkt. Und ich leide momentan darunter, ein bisschen merke, wie der Wunsch auch nach einer eigenen Familie kommt, so langsam. Und für mich sind die Geschwister und auch noch Nichten extrem wichtig. Noch wichtiger, weil ich keine eigene Familie habe im Moment. Oder? Und ich merke, dass ich zum Beispiel gerade letztens
eine Nichte standesamtlich geheiratet. Mit ihr einer von den 31. Das ist jetzt so 2 Monate her. Und sie hat nur die Ängsten zur Trauer eingeladen, weil man dort in der ganzen Gemeindesaal, oder wo das auch stattfindet, die Plätze sind limitiert gewesen. Und dann bin ich schon ein bisschen enttäuscht gewesen, dass ich nicht eingeladen worden bin. Und ich dachte, verdammt, ich habe doch in sie investiert und wir haben eine gute Zeit verbracht und ich bin doch hoffentlich einer von ihren Lieblingsonkeln. Aber es war schon das Grundsatz gewesen, ihre besten Freundinnen und die Eltern und die Schwiegereltern natürlich etc. Also es hat einfach Kapazitätsengpässe gegeben. Ich habe es trotzdem persönlich genommen. Aber das war der eigene Schmerz gewesen, weil wenn ich jetzt eine eigene Familie gehabt hätte, oder wäre der Schmerz nicht so gross, würde ich annehmen. Es würde mich ein bisschen töpfen, aber nicht so sehr. Aber weniger. Aber ich merke, dass ich mich davon ein bisschen lösen soll. Und ich bin nur der Onkel. Aber ein guter Onkel. Der coole Onkel. Der coole Onkel. Ja, ich bin schon mit den Kindern in den Europapark gegangen und habe sie auf St. Gallen, wo ich studiert habe, genommen. Ich habe das ganze Büsschen gefüllt. Es geht von 5 bis 15, wo die in diesem Range waren, haben bei mir übernachtet. Und die haben sie versucht zu inspirieren und zu sagen, hey, los, wenn ihr euch auch anstrengt in der Schule, dann könnt ihr auch so eine coole Wohnung mit Beamer und so haben. Und Gadgets. Dein Vater ist in den 70er Jahren in die Schweiz gekommen, im Kanton Aargau aufdringen. Dann hat deine 7 Geschwister und Mutter hierher geholt und dann bist du da auf die Welt gekommen. Wie hat es so da getönt und gemacht in diesem Haushalt Muslia? Gewaltig. Wir waren Dreh- und Angelpunkt von allen Verwandten, die in die Schweiz gekommen sind damals. Also wir haben sehr viele Verwandte entsprechend und so und wir haben wirklich gefühlt, so in meiner Erinnerung, wirklich gefühlt, jeden Tag ist Weihnachten gewesen. Full House. Also jetzt nicht mit dem Geschenk, so das nicht, aber einfach Rambazamba, Gemeinschaft. Und er hat seine Vorteile gehabt, in dem Sinn, dass immer Rambazamba war, hat seine Nachteile gehabt, man ist nie zur Ruhe gekommen. Also man war immer auf Adrenalin als Junge. Ich hatte keine Rückzugsort. Das ist schwierig in der Pubertät und im Gymi, oder? Ja. Eben, ich musste Leistung bringen in der Schule, gute Schulnoten und zum Glück bin ich mit ein bisschen Intelligenz gesegnet gewesen. Und solange man nicht schwer pauken, habe ich das Ganze noch hinbekommen. Aber Französische Wörter habe ich dann nützt auch die grösste Intelligenz nicht. Die muss man lernen. Und dann sind meine Noten dann langsam schlechter geworden, wo ich einfach keinen Rückzugsort hatte. Und ich hatte in der Familie niemand Intellektuelles, wo man gesagt hat, oder jetzt braucht der Arsim seine Ruhe oder wie auch immer. Ja, deshalb habe ich mich noch gefragt, hat das einen Einfluss gehabt, dass du als Einziger hier in der Schweiz auf die Welt gekommen bist und die anderen im Kosovo einen anderen Ausbildungsweg gemacht haben oder nicht sofort mit Deutsch angefangen haben zu schwätzen? Ja, ich bin sicher der privilegierteste. Jetzt haben wir es von den 8 gewesen, weil ich in der Schweiz geboren war. Aber ich hatte die eigenen Herausforderungen gehabt, weil ich mir dementsprechend hohe Ziele gesetzt habe. Und die ersten paar, sie haben noch ihre Kindheit in Kosovo verbracht, die ersten 10, 12 Jahre. Und das hat sie natürlich geprägt, oder, in ihrem Denken und Tun. Ja, dass sie halt traditioneller sind und ich halt mehr open-minded aufgewachsen bin. Zeigt sich das auch in den Diskussionen? Du bist jetzt ein Männercoach in der heutigen Gesellschaft mit Geschlechterrollen, die sich aufbrechen. Deine Geschwister sind noch traditionell aufgewachsen, traditioneller als du. Hast du da Diskussionen mit deinen Geschwistern über Weiblichkeit und Männlichkeit? Ich versuche grundsätzlich die Themen nicht reinzubringen. Oder? Ich will den Hausfrieden in Ordnung lassen. Ich will auch nicht irgendwie sagen, ich weiss, ich habe da eine Kompetenz, wo ich jetzt größere Kompetenz habe als der oder wie auch immer. Ich bin dort einfach der jüngste Sohn oder der Onkel. Nesthäkchen. Und dort will ich das Thema möglichst draussen lassen. Aber es hat tatsächlich eine Diskussion, also ab und zu poppt es wieder auf. Und ich kann schon meinen Neffen weiterhelfen in dem Kontext. Dass zum Beispiel auch eine Geschichte ist, beim Geburtstag von meinem 18-jährigen Neffen, zum 18. bin ich in Spreitenbach bei der Schwester und dort war Full House.
Und ich hoffe, ich darf das erzählen, dass der Neffe nicht aus dem Zimmer gekommen ist. Also er hat sich eingeschlossen. Der Geburtstag hatte. Hat sich verstritten mit den Eltern, war sehr emotional, eben voll in seinem Testosteronüberschuss. Und niemand hat ihn verstanden. Und wir sind in der Stube gehockt und plötzlich sagt der Schwager zu mir, du hast im Gang mal mit ihm reden. Und ich bin dort wie ertappt vorgekommen. Ich war völlig nicht im Coaching-Mode. Und ich so, was, wieso ich? Und dann verdreht er die Augen und sagt, wenn jemand, denn du. Du kannst schwätzen. Ja, du kannst schwätzen und du bist Männercoach und das ist ein junger Mann. Und ich lege so meine Rollen ab in der Familie. Oder? Und dort nicht der Klugscheisser zu sein oder whatever. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich und dann klopfe ich und dann hat er mich eingeladen und dann haben wir ja, doch, 1-2 Stunden geredet während der Geburtstag. Oder? Und heute, jetzt Was ist war das Problem? Fehlende, unterdrückte Männlichkeit auf den Punkt gebracht. Und dann habe ich ihm einen Weg gezeigt, habe ihm Bücher und Videos gegeben. Also fehlende Einfach Männlichkeit war konkret? Unterdrückt, Aggression, die er nicht kanalisieren kann, das, was also heutzutage abtrainiert. Auf was? Aufs Leben, auf nicht verstanden sein, auf das, dass es bei Frauen zum Beispiel nicht laufen tut, dass er keinen Respekt als junger Mann bekommt, etc., dass er überfordert ist, dass er mit dem Testosteronüberschuss selber durch Gefühlsschwankungen durchgeht, die er nicht versteht und nicht einordbar ist. Und ich ihm gesagt habe, dass alles Teil vom Erwachsenwerden ist und dass er jetzt wichtige Entscheidungen in seinem Leben treffen tut oder der Pfad des Guten geht oder einen schlechten Weg oder einen passiven Weg geht. Und das hat ihn extrem geprägt. Und jetzt, 5-6 Jahre später, ist das Glauben-Interview, ist das aus ihm er hat eine Lehre gemacht und so, macht Kampfsport-Interview, hat geheiratet oder sich zumindest verlobt, hat er. Und schwätzt über seine Probleme. Und schwätzt mit den richtigen Personen über seine Probleme. Wer ist die richtige Person? Natürlich der Onkel Harsim. Aber nimmst du es nicht übel, wie auch mit seiner Verlobten oder Frau? Nein, da drücken wir das ein oder andere Auge zu. Kosovo ist gross in deinem Leben, obwohl du nicht dort geboren bist, die ganze Familie. Wo wir das letzte Mal telefoniert haben, bist du gerade noch dort gewesen. Was für eine Beziehung hast du zu dem Land, zum Herkunftsland von deinen Eltern? Eine ganz grosse mittlerweile. Ich bin dort auch durch verschiedene Emotionsphasen durchgegangen. Also meine Eltern sind mal dort begraben. Das ist mal sicher ein Grund, warum ich regelmässig dort hingehe, um ans Grab zu gehen. Ja. Und das ist mal ein Punkt. Das Zweite ist, man sagt auch, je älter man wird, desto mehr geht man zurück zu den Wurzeln, zum Ursprung. Man kann auch sich so entfernen, aber man geht zurück zu den Wurzeln. Und das trifft auch bei mir zu. Ich bin so irgendwie so in der Lebensmitte. Und ich weiss, die Lebensfreude und die Lebensleichtigkeit von meiner Kultur, der kosovarischen Kultur, extrem zu schätzen. Und es ist ein anderer Groove dort. Und es ist ein Staat in Aufbruch, der noch eine gewisse Lebensfreude hat, eine gewisse Leichtigkeit hat, die man in anderen Ländern je nachdem ein bisschen vermissen tut. Also höre ich es richtig aus? Deine Beziehung ist jetzt sehr eng, gut, regelmäßig dort. Und als Kind die Sommerferien nicht dort verbracht? Doch, jede Sommerferien, Standard, 5 Wochen. Und es war eine super coole Zeit gewesen. Aber gleichzeitig wir haben immer extrem viele Verwandte besucht. Mein Vater war da wirklich Vorzeigen Verwandte gewesen. Und die Verwandten immer in Armut gesehen. Der Vater hat sie unterstützt, maximal, aber kann sie nicht dauernd finanzieren, sage ich jetzt mal. Ist dann auch erschöpfend gewesen. Und man wollte als Junge dann irgendwie Leichtigkeit und Spass haben und dann geht man immer zu Verwandten, was man gerne gemacht hat auf der einen Seite. Und dann hat sich mein Bild von Kosovo so ein bisschen verdunkelt. Es hat so eine gewisse Schwere bekommen. Oder? Die Leute, die leiden tun, das ist natürlich dann auch vor dem Krieg und nach dem Krieg. Also gerade vor dem Krieg war es gar nicht gut gewesen, während dem Krieg sowieso nicht. Und dann habe ich gemerkt, ich brauche ein neues Bild. Ich muss mal auf Kosovo gehen und mal keine Verwandten besuchen, sondern einfach in die Hauptstadt, junger Mann, das Leben geniessen und Pristina und Kosovo von einer neuen, leichten Perspektive kennenlernen. Wo es hat wunderbare Naturlandschaften, hat wunderbare Kultur
Und ich bin bei den Verwandten gehockt, sage ich jetzt mal. Oder? Und nicht gegen die Verwandten, die haben alle seine Legitimität. Und es hat auch Verwandte gehabt, wo es gut geht. Es ist nicht so, dass allen schlecht gegangen ist. Aber es hat einfach so eine Schwere gehabt. Wenn ich zurückdenke an meine Sommerferienzeit, hat da ganz fixe Bilder, Rasenmähen, Body, ich schmeck's. Was hast du für Bilder? Was hast du für einen Geschmack in der Nase, wenn du an die Sommerferien im Kosovo denkst? Hochzeit über Hochzeiten. Ja, Kosovo ist normal, dass es einfach so viele Verwandte ist, dass jeden Sommer mindestens in 4 Wochen 8 Hochzeiten gibt, gefühlt. Du hast vorhin mal gesagt, du willst auch noch eine Familie gründen und heiraten. Findet das denn im Kosovo statt? Oder in der Schweiz? Das ist noch ein Fragezeichen. Zuerst Frau finden. Zuerst die Frau finden. Arsim, die Stunde fühlt sich langsam, sie wird langsam voll. Die letzten Minuten will ich für ein Spiel brauchen. Es ist so, wenn ich in einem Podcast gute Fragen höre, aber kein Adressat habe, schreibe ich die auf, weil ich es einfach unbedingt einmal stellen will. Wenn nicht im Fokus von dir rechts, hat es ein kleines Beigeli. Machst du mit? Also, Ja, unbedingt. Eben, mutig bist du ja. Ja, also das Spiel ist harmlos. Hoffentlich. Ja, du kennst Fragen nicht. Da ist eine Züche. Ein bisschen Soundeffekt. Okay, ich lese vor. Unbedingt. Was wirst du mit der Person, mit der du dein Bett teilst, nicht teilen? Ja, eben, die Antwort hast du ja schon. Gefühl. Tränen. Tendenziell schon. Der verletzliche Arsim. Nein, der verletzliche Arsim, das tönt so macho-mässig. Das hat mir jetzt auch noch nie gesagt, aber ja, Was? dass ich macho-mässig töne. Nein, aber Gefühle sind absolut wichtig. Aber es geht darum, die Gefühle zu regulieren, zu wissen, wo man die adressieren tut. Und man soll auch bei der Frau weinen. Aber viele Männer machen es sich bequem und dann ist es nur die Frau, weil sie ihre Freunde vernachlässigen tun, weil sie keinen Sport machen, weil sie Sport vernachlässigen tun, weil sie ihre Freunde vernachlässigen tun, dann ist die Frau das Auffangbecken für alle die Probleme. Und die Frau ist nicht die Mami, oder? Und da muss man schon unterscheiden. Und viele Männer projizieren dort ein bisschen Muttergefühl in die Frau ein. Und das leidet die Sexualität darunter, da leidet die Beziehung darunter. Das Spiel, Das zwischenmenschliche Spiel, das Flirten, die Leichtigkeit etc. Und ich sage das aus dem Grund, weil mir die Beziehung wichtig ist, weil es mittelfristig und langfristig haben soll, muss man sich zurücknehmen und das anders kanalisieren. Und wenn man nur noch als Pärchen gemeinsam unterwegs ist und immer noch über alles schwätzen tut, dann funktioniert das kurzfristig, aber laut meiner Beobachtung mittel- und langfristig ist die Beziehung irgendwann durch, wenn man nicht eigene Interessen hat und eigene Freunde hat. Und eine gewisse Spannung drin. Komm, jetzt suche ich noch mal ein Kärtchen. Ja, die war jetzt zu einfach. Ja, ich habe auch schon angetönt in dieser Stunde. Ist in deinem Testament Platz für Humor? Ja, unbedingt. Also Testaments kann man es vielleicht ein bisschen ausweiten mit Beerdigung. Also bei Beerdigung sollen die Leute... Ja, können wir machen. Können wir machen? Ja. Und in dem Sinne auch Testament einbauen. Ja. Im Testament oder bei der Beerdigung sollen die Leute hoffentlich überhaupt mal auftauchen. Und das ist mir wichtig. Liebe Leute, liebe Verwandte, liebe Freunde, die das hören, kommen an meine Beerdigung eines Tages. Das ist mir wichtig. Weil mein Coaching nennt sich auch Legend Coaching und die Legende fährt mit dem Tod an. Erst dann wird abgerechnet. Man kann 70 Jahre ein toller Mann sein oder eine tolle Frau sein, aber ich bin Männercoach und man kann es bei den letzten 10 Jahren versibeln und dann ist deine Bilanz nicht so gut. Aber wenn du sagst, eine Legende sei dann ab dem Tod, dann hast du vorne ein Publikum gebraucht. Eine Legende ist keine Legende ohne Publikum. Eine Legende braucht Erzähler. Eben. Und das sind die dir zugeschaut haben, wie du dein Leben lebst? Ja, vielleicht nicht zugeschaut, sondern inspiriert und sie zur eigenen Taten motiviert haben. Also es soll kein Zuschauer sein, sondern es soll aktive Teilnehmer sein an dem Leben. Dass du ausgestrahlt hast. Ja, und so wie mein Licht brennen tut es auch vielleicht auch andere Kerzen anzünden. Nehmen wir noch eine letzte Karte? Ja.
Und so auch Humor im Testament unbedingt, man soll lachen an der Beerdigung und das nicht todernst sehen, obwohl es todernst ist. Sondern einfach auch die Lebensfreude vom Arsim. Ja, genau, so alle Facetten abdecken. Welche Zeiten vermisst du? Ja, die Zeiten, wo man noch auf andere Frauen zugehen und flirten und unbeschwert war. Kannst du das heute noch machen? Heute werden keine Frauen mehr angesprochen. Ist das so? Grundsätzlich schon. Und es ist die Ausnahme, wenn es Männer machen. Hast du schlechte Erfahrungen gemacht, wenn du charmant bist zu einer Frau oder mit einem charmanten Spruch eine Bemerkung gemacht? Nicht hast du einen schönen Arsch, sondern einfach galant bist. Es sind ja nicht nur individuelle Erfahrungen, es sind auch noch kollektive Gruppen aus anderen Coaches, aus meinen Klienten, aus den Beobachtern. Es gibt sie schon noch, aber es ist absolut, heute hat sich der Datingmarkt komplett verändert auf online. Und dort verlieren die Männer, weil es geht laut Statistik bei Tinder und Co. 90% der Frauen auf 10% der Männer matchen. Ja. Und das ist dramatisch. Das heisst, 90% der Männer, 90% gehen leer aus, ohne Match. Ja. Früher hat man vor dem Tinder, vor Social Media, hat man eine Frau auf seiner Gesellschaftsstufe getroffen. Dass man gesagt hat, man war Unterschicht oder Mittelschicht oder Oberschicht und man hat sich dort getroffen. Entweder beim Golf oder beim Tennisspielen oder beim Kegeln oder in den Beiz. Aber dann ist es selbst das Problem, dass sich das Dating in die Social Media verlagert hat und noch mit der Bar auf dem Tennisplatz, auf dem ja, weil sich Männer, die grösste Angst der Männer ist, abgelehnt zu werden. Und die grösste Angst der Frau ist, Gewalt zu erleben von einem Mann. Ich habe mal vielleicht, wie absurd die ganze Diskussion ist mit toxischer Männlichkeit vielleicht. Es war eine Umfrage in Amerika, vielleicht ein bisschen humorvoll, aber es war, würdest du in einer Nacht mit einem Bär oder mit einem fremden Mann verbringen im Wald? Und die Mehrheit hat gesagt, mit dem Bär. Wenn das ironisch gemeint ist, dann kann ich auch darüber lachen. Aber viele sind so eingeimpft mit toxischer Männlichkeit, dass der Mann per se schlecht ist, dass man einen Bär, bei Bären hat man noch Überlebenschancen. Bei einem Mann sind es vielleicht, keine Ahnung, 5%, 1% gewalttätig oder hat man etwas befürchten? Ja, aber schon zunehmend, oder wenn man sieht, was für eine Gefolgschaft Andrew Tate hat, wo sehr frauenfindliches von sich geht und aufruft. Die macht ihm da schon Sorgen. Ja, Andrew Tate ist eine Gegenreaktion auf den Feminismus. So extrem der Extremfeminismus ist. Und Feminismus ist ein grosser Begriff, den man unterteilen kann. Ja. 10 verschiedene, das wird den Rahmen sprengen. Aber der Extremfeminismus, das ist eine natürliche Gegenreaktion, dass das Pendel überschwenken muss. Arsim, ich will jetzt mit dir auch gar nicht streiten. Nein, auch ein bisschen streiten, Beatrice. Ein bisschen streiten. Wir können nachher streiten, aber unsere Stunde ist leider um. Wir sind kurz vor deinem Musikwunsch. Jetzt will aber zum Schluss noch Nebens von dir wissen. Wärst jetzt in dem Fokus von einem Mann befragt worden, bei gleichen Fragen, was Mensch, hättest du gleiche Antwort gegeben oder anders? Wenn ich jetzt von einem Mann beantworte? Wenn ich jetzt ein Mann wäre. Der Mann würde mich besser verstehen. Ja, er würde vielleicht einfach recht geben. Nein, überhaupt nicht. Ich verlange, wenn er es recht gibt, wenn er es versteht. Weil nur Männer können Männer wirklich verstehen. Also trotz maximaler Empathie. Ja. Aber die Herausforderung, die wir Männer im Leben haben, können die Frauen nie verstehen. Und auch umgekehrt. Es hat das ist so gegeben. So gegeben. Und das meine ich, es sind gewisse Sachen, die gegeben sind. Und nur der Mann weiss wirklich, darum Spezialisierung auf Männercoach. Ich versuche gar nicht, die Frauen zu verstehen. Ich versuche Empathie, ich versuche möglichst Verständnis zu haben, aber ich werde sie nie völlig verstehen. So rein nach dem Motto, Schuster, bleib bei deinen Leisten. 3 Musikwünsche hast du mitgebracht. «Man in the Mirror» von Michael Jackson, «Geiles Leben» von «Glasperlenspiel». Und der 3. Wunsch hat mich nicht wirklich überrascht. Es ist der Soundtrack vom Film «Gladiator». Das wünsche Arsim. Mit was willst du den Fokus abschmecken? Darf ich nur einen wählen? Ja. Oh, jetzt habe ich gedacht, alle 3 werden abgespielt. Nein. Fuck, ist das eine schwere Frage. Die schwerste von dieser Stunde. Die schwierigste. Ich kann mich nicht entscheiden. Also 2 geht nicht. Ja. Ich probiere es zu verhandeln. Du hast aber in Shownotes. Gehen wir mit «Man in the Mirror», damit man mit der Botschaft, die passend zum Gespräch ist, finde ich, dass man in den eigenen Spiegel schaut und Selbstverantwortung übernimmt, 100%.
und miteinander im Gespräch bleibt. Ganz, ganz wichtig. Arsim, herzlichen Dank, bist du mein Gast gewesen und hast uns Einblick in einen bewegten Mann gegeben. Dankeschön, danke, dass ich da sein konnte. Gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street with not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their need? A son's disregard, a broken bottle top, and a one-man soul. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why I want you to know I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways, and no message could have been any clearer. If
SRF 3 Fokus Podcast. Alle Talks auf srf.ch/audio.